an Loten Herr Mosert wurt. Ja, merci, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Finanzminister. Problematik vun de Bankekonten ass eng die schon e ganz lange Berg huet de schöne Bebësselchen an menggen ënnerlären gestöbert an de hunnig gesinn, dat ich zu dem Sujet schon lauscht dat gut no 7 Question Parlamentären stalt hat. Ich hat auch enkeier gefrot fir e Punkt op Nordre du Jour vun der Finanzkommission kreien. Ich hat enkriegen normal Froheit gestalt, der Techt das als die Zengten froh, die ich innerhalb von pur Joer an pur Main zu dem Sujet stellen. Die Thematik als wie gesagt net nei bleibt aber weiter ganz aktuell an Schuld am Moment ganz stark eiser Lützeburgischer Wirtschaft, mir net nëmmen der Lützeburgischer Wirtschaft schuld auch ganz stark dem Vereinsliewen an eisem Land, wer da auch alle Guten Herz leiit, well et net nëmmen Entreprisen, Start-upen, Fongen sinn, die kein Konten opgemerkt kreen, mir auch immer méi ONGen, SPLen verzweifeln drun, dat leider ke Bankekonte mi opgemerkt kreen. Das ist aber nimmen eng Facett vun der ganzer Thematik. Donierwend dauert het auch schrecklich lang, de Bankekonten opgemerkt ginn an ze summe am Finanzminister wärmer fir eng knapp Joer an enger Tablerand, wo selber de CEO vun enger grosser Lützeburgischer Bank als gesot huet, dat et an der Moyenne leicht dat gut no 5 Main dauert, Banke kommt opgemerkt gëtt, wann en an andere Länder guckt, dann ich hat selber enket gelehet fir en enger Rei vu Mainde kommt a Frankreich opzemerken, op schonnech Pep sinn, huet dat just eng woch gedauert, das also überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation, wie man se haut tun. Wer den dann auch immer mehr zu hören kriegt, als dazu gut traditionell Klienten, die bei enger Bank sind, die schon lange Konto haben, an die wollen einen zweiten opmerken, weil sie zum Beispiel eine Aktivität als indépendant wollen machen, dann auch do sobald kein Konto opgemerkt kriegen, an auch do dauert het Wochen am Maint, ehe sie dann endlich einen Akkord kriegen, für das können zu machen. Die Situation führt dazu, dass am Moment an Länder, die mit dieser stärker Konkurrenz stehen wie Irland, da gibt es schon eine Negativkampagne gemacht, an dem Genre geht nicht auf Lützeburg, weil du kriegst da nie eine Bank kommt. Opgemerkt. Das ist wirklich etwas, ich kann es nicht oft genug betonen, wer da ist nicht nur als Finanzplatz, mehr aber auch als Wirtschaft schrecklich schuld. Ich weiß, dass an den letzten Monaten und Jahren schon ganz viele Erfolge gemerkt sind. Sie haben das von der ABBL, sie haben das doch von der CSSF, sie haben das von der Chambre de Commerce. Ich will da doch einer streichen. Leider Gottes haben all die meritoire Erfolge nicht dazu gefeiert, dass wir das Problem ever gelöst kriegen. An immer mehr Klienten gehen bei Revolut, bei N26, weil das die einzige Banken sind, wo sie innerhalb von ein paar Tagen ein Bankenkonto opgemerkt kriegen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Der Finanzminister gibt sich ganz viel mehr. Wir haben doch während der Table Ronde für einem Jahr enkel gesagt, wenn die Sachen nicht endlich Stillgang kriegen, dann gifen sich auch überlegen, aber mit kontrainant Mesuren zu holen, weil das da ist einfach eine Situation, so die nicht mehr akzeptabel ist für als Land, für als Wirtschaft, auch für als Finanzplatz. Und dafür will ich nicht lang rund um den Bereich fahren, mir ganz einfach, damit den Narrenkeier der Finanzminister frohen, was gedenkt, für Schritte erholen an den nächsten Wochen am Maint, für dass wir endlich einen Finanzplatz haben, wo auch Entreprisen, Start-upen, SPLen, ONGen, Fongen, Indépendants an einem raisonnablen Delay ihre Konten opgemerkt. Ich werde mit Spannung auf die Antwort vom Herrn Finanzminister. Merci.
Merci, Herr Moser. Und dann hat den Herr Finanzminister, den Herr Gilles Roth. Herr Roth, allez-y. Merci, Herr Bauer. Herr Präsident, die Damen und die Herren. Herr Moser hat das Problem eigentlich gut beschrieben. Das ist vielfältig. Das ging es direkt an, und ich will aber ponderiert die gesamte Kader setzen, weil ich meine, das muss ich auch wissen, für das richtig zu bewerten. Wenn Zugang zu einem Bankkonto, das ist kein Luxus, das ist eigentlich eine Notwendigkeit für Wert, weil ohne Bankkonto oft kein Salär und keine Investitionen. Und ohne Access zu den Bankenservices und Bankenkonten hat den auch kein wirtschaftliches Wachstum, und ohne wirtschaftliches Wachstum haben wir auch keine Zukunft. Die Realität, meine ich, sind die allermeisten sich bewusst. Dann zum Kader. Für Privatleute, wir müssen einen Unterschied machen zwischen Privatleuten und Entreprisen. Für Privatleute gibt es an der EU ein Recht auf ein Basiskonto. Das ist einfach gesagt, ein Konto courant, wie man im Spruch gesagt sagen, wo ihn eigentlich kann Suen überweisen, Suen abheben, sie hat man einer sogenannter Debitkarte oder über ein Webbanking. Und das ist kein Kreditlinie auf dem Basisbankkonto gekoppelt. Die EU-Direktiv über das Bezahlkonto von 2014, also immerhin schon 12 Jahre alt, die garantiert den Zugang zu einem Basisbezahlkonto an der ganzen EU. Die Direktiv, die haben wir selbstverständlich auch zu Lützeburg umgesetzt. Es gibt aber Einschränkungen, die notamment mit dem EU-Geldwäschekader, also dem Anti-Blanchiments-Gesetz, entstehen. An der EU-Kader über Bezahlkonten gesagt kein vergleichbares Recht, und das ist auch wichtig zu wissen, ob ein Bankkonto für eine Entreprise führt. Also wir haben ein Recht auf ein Bankkonto für Privatleute, aber kein Recht auf ein Bankkonto für eine Entreprise. Auf der anderen Seite haben wir aber eine ganze Reihe von Betrugsfällen. Phishing, Identitätsklau, hat man an der Finanzkommission, Überweisungsbetrug. Banken reagieren dafür oft mit strengen Kontrollmechanismen der AML, also die Geldwäschegesetzgebung, legt die Banken das Obligation auch ganz no. Für sich selber und damit auch die Klienten besser zu schützen. Und dabei geht es auch um den Ruf von unserer Finanzplätze. Mit das bremst dann, und du hast das richtig gesagt, auch heierst du zu lang die Ouverture von Bankkonten, besonders für die komplexen Strukturen. Oder wenn ich von Aktivitäten, die von einem AML-Standpunkt aus mehr risikobehaftet sind. Und das Problematik, da muss ich auch so, und die ist nicht spezifisch für Lützeburg. Mit der heißt aber nicht, dass man nichts sollten machen. Oder aber ernstes Gemerk oder das nicht Gemerk gouf, muss ich auch so. Für Wert, weil an enker zusammen erbecht. CSSF mit der RBBL, also der Bankervereinigung, war die Mekum für die Ouverture von Bankkonten ausgeschafft wird. Das ist der sogenannte pädagogische Guide, die wesentliche Erklärung zu der Obligation auch für den Bankier gibt. Für verbessert Verständnis von den Aufforderungen, speziell Guide gehen darüber heraus auch für verschiedene Segmente, zum Beispiel für ASBL. Da wird ja auch viel diskutiert. Und der BBL hat auch Kontaktliste von Banken aufgestellt, die für spezifische Segmente Konten abmachen, zum Beispiel von Fintechen bis zu PME, also kleiner mittleren Betrieben, und auch da geliefert. Und wir werden, und dazu ist auch nach einkehr, auf weitere Schrauben drehen, wann nötig. Auch an dem es wir als Gesetzgebung adaptieren, wo notwendig. Mir ist klar, die grosse Majorität von den Demanden für Kontoouverturen kommen aber zu stehen, wenn Dossiers komplett sind, aber kein Problem gibt. Schwierige Fälle sind auch da mehr rar. Sie betreffen, muss ich aber leider auch sagen, oft unkomplett Demanden oder Profiler, die Männer vertraut sind mit den Regeln. Das heißt, dass der Antragsteller nicht direkt das Lieferwerte von der Bank gefragt geht. Wir sollten dafür auch aufpassen, nicht alles mehr schlecht durchstellen, wie das eigentlich auf der Platz ist, weil das ist auch nicht gut für das Image von der Finanzplatz. Zahlen von der CSSF, die weisen das auch eigentlich klar, weil ganz selten
geht op en rechtlichen Basiskonto, wie ich gesagt habe, zurückgegriffen. Zum Beispiel 2022. Du gouf ganzer 33 Mal eng Ouverture von eng Basisbezuelkonto für Privatpersonen angefordert. 33 Mal. 2023 waren es 39 der Ouverturen. Problematik bei den Privatpersonen ist eigentlich am Endeffekt aber marginal. Bei den Entreprisen ginnet der kein. Für Wert mir auch für Banken halt zum Deal so und das ist eine Liberté kontraktuell. Du hast froh, die doch indirekt gestaltet, soll man legiferieren oder muss man legiferieren, indem man auch ein Recht auf ein Basiskonto für Entreprisen aufhört. Das ist nämlich die eigentlich rechtlich froh. Oder besser gesagt, aufhört. Weil, Herr Moser, wie dir sicherlich alle guten Heibannen auch fest, sind ja noch nicht so viel hei. Bis 2017, das ist ruhig. Bis 2017, wenn dir das sagt, dann höre ich das gerne hin. Weil bis 2017, du gouft ein Recht auf Basiskonto für Entreprisen. Bis 2017. An all Betrieb hat damals ein Recht auf ein Basiskonto wo? Bei der Lützebauer Post. An 2017, die Damen und die Herren, hat die Chamber das Recht aufgeschärft, obwohl ich mit wie viel Stimmen, mit 50 Ja-Stimmen an 2 Stimmen wären dagegen. Das heißt am Resümee, wir hätten ein Recht auf ein Basiskonto für Entreprisen bis 2017 bei der Post, und das ist damals per Gesetz mit 50 Ja-Stimmen aufgestimmt ging. Du hast froh, soll man so Recht aufhören. Weil mit so einem Recht gingen wir auch die betroffenen Banken zwar mehr Obligationen auferlegen. Das muss ich noch wissen. Obligationen, die Banken sich in dem Moment dann auch nicht mehr können entziehen. Aber auch Risiken aus einer Geldwäschperspektive. Diese Haut vielleicht nicht wollen und auch nicht sollen agieren. Weil Banken oder Bankengruppe, an dem sie dran sind, der so dezidiert hat. Weil oft haben wir ja Filialen für große multinationale Bankengruppen, an denen natürlich eine Politik, die von der Mama-Gesellschaft bis innen auf die Filiale da greift. Und da ging eigentlich an Zukunft der Staat den Risikoappetit von einer Bank zum Teil mit bestimmen. Und das impactiert natürlich auch Kompetitivität. Wir können auch nicht EU-Recht, notamment am AML-Bereich, also am Geldwäschebereich, auf vorstellen. Und dafür sind wir Volley legislativ limitiert. Wir sind aber nach einem Kehr, wird auch schon rezent gesagt. Es sind was muss legiferiert gehen, und das machen wir dann. Mit mathematischen und ethischen Limiten. Wir sind auch bereit, dass wir als der Sache nach einem Kehr befassen, möglich Pisten explorieren und dann de Pro und Contra dummer da aufschätzen. Ich ging euch also proposieren, dass wir ein kleines Dokument erstellen lassen am Minister, mit dem Resümee von dem Menschen gesagt haben, nach einem Kehr die betreffende Passage, den Demos Post eigentlich obligiert wird, auf bestimmte Fälle ein Basiskonto für eine Entreprise auch zur Verfügung zu stellen. Aber ich will, dass man sowohl dann auch die Vertreter von der Bankenaufsicht wie auch von den betroffenen Organisationen, in diesem Fall besonders Bankenvereinigung der BBL, dazu hören. Weil, mit allem Respekt, wir müssen sicherlich offen bleiben, für neue Entreprisen umzuziehen. Wir müssen aber auch gleichzeitig das Land hochhalten, natürlich ab Punkto vor allem an Integrität und auch Compliance. Weil ich erinnere just an dem, was Last war über den Sommer letztes Jahr. Ohne aber Aufstriche zu machen nach Punkto Kompetitivität, sowohl von den Betrieben, aber auch von dem gesamten Bankensektor. Und gilt als das richtig Gleichgewicht zu finden. In dem Sinn werde ich nach 4 und Ausstrahlen mit der Propos, die ich gemerkt habe, an die Finanzkommission kommen, und dass wir darüber offen mit allen Facetten, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, von der Problematik diskutieren. Merci, Herr Finanzminister. Ich gesehen, Herr Moser will nach einem Zusatz vorstellen. Ja, merci. Zeit. Merci, Herr Präsident. Merci, Herr Finanzminister. Ich begrüße natürlich
die Avance an Annonce, die da gemerk huet, ich fand, das der richtige Weg fir nach enkeier zu gucken, ob do eng Eenung fënnt, ansonst eventuell op de Wee vun enger Gesetzespräzision zu goen. Wollt awer nach eng Zweet vorstellen, well der mat Rechtheit gesot tut, dat man natürlich mussssen als un die ML-Bestimmungen helle, wat Jo kein afrostellt. Dat wir den awer interpellieren, dat ein Joch még froh ass, dat die ML-Bestimmungen jo am Prinzip vun all europäischer Bank muss respektiert, die not och von den Banken wie Revolut an N26, die auch ënner europäisch Recht fallen, die also genau dieselbe Obligationen hunn. Und ich habe vierdro gesot, wann nach Frankreich geht, auf Frankreich fällt ënner die Legislation mir doch gesot, wann den H4 op 3 Jahre gif goen, überall do gift die Prozedur viel mehr schnell goen, an wir haben einkommen Präzision gëtt net Fleisch do vu verschiedene Banken awer eng Erd Goldplating gemacht. Es sitzen net an den einzelnen Banken, es sitzen noch nicht an den Compliance-Autoritäten von den Banken. Richtig ass, da das nicht neu, und ich wiederhole, das wird der Generaldirektor von der CSSF an der Finanzkommission gesagt hat. Bankenopsicht, CSSF, hat zusammen mit der RBBL eng etwa de Mekum geschafft. Wie weit tun sie die geschaffen? Weil natürlich eine ganze Reihe von Zirkulären von der CSSF, der do am Detail regeln. Es könnt, gouf mir rapportiert, natürlich de temps en temps vier, dass die Compliance-Regeln an den einzelnen Banken oder von den Agenten von den Banken diese applizieren, vielleicht weil die Bank enke Probleme hat an anderen Dossien an der Vergangenheit méi streng appliziert gi wie se eigentlich missten, auch aufgrund von den Direktiven, die CSSF los huet. Und dafür mengenisch muss in Hai zu summen dat gucken, richtig ass, dass het kein gut Reklam für Lützebausen ass, wann dir wie dir gesucht dauert 5 Monate, dat Menge sind aber extrem fell, bis da sich ein Bankkonto ophun als Privatperson, dat ass net für die Reaktivität von der Finanzplatz zu stärken. Ein zweiter Punkt als aber den, dass sie muss Altfacette gucken. Ich verstehe auch eng Bank, dass sicher will stellen, dass die Compliance-Aufforderungen not am Niveau von der Geldwäscherei, wo ja auch, weil Geldwäscherei ist nicht nur einfach eine Administrativregelung, da stehen auch Sanktionen Penalen drauf. Ich meine, dass das kann nur vollziehen, dass Banken das richtig streng gucken, das ist ja auch zum Teil von der Gesetzgebung so gewollt, mit dass sie für allem die richtigen Equiliber muss finden. Und so nach ein Kehr sollte das einzeln, wenn das möglich ist, beim Basiskonto, als das eine Möglichkeit gesetzlich Initiativen erfordern. Wir fanden do Konsens an dem Parlament, das ist nicht die letzten, dem ich do ging will streben. Nach ein Kehr ein Equiliber zwischen Agilität, Reaktivität, aber auch hohen Standarden und Niveau, notamment von der Compliance, auf in allem die von der Geldwäscherei. Ich bin heute freier Justizminister, die weiß, nee, Madame Tanze, ihr wisst, wie schwierig die Dialogen, notamment mit dem Gaffi sind, und es war sukzessiv Justizministerin zusammen auch mit der Finanzministerin immer geguckt haben, dass wir es international nicht können erleben. Und wir müssen halt gucken, dass wir auch die Kriterien voll und ganz erfüllen. Nach einem Offer steht für und Austern mit der Bankenobsicht, mit der RBBL an die Finanzkommission zu kommen, und dass man dann aufgrund von den Texten, die früher gauf, die kann ich eigentlich gucken, einen offenen Dialog hat, vielleicht als dann die eine oder andere Verbesserung auch auf dem praktischen Niveau schon erfolgt.